Mir Asselborn noch vielmals Merci für die Erklärung, die als gestern gehen hört, wie jetzt werde, wo sie für allem durch den Krieg an der Ukraine markiert. Nasselborn hat eng E-Seite Schritt gehalten. Am Kader von der Ukraine wird hier in vier Geschichten vom Konflikt nicht diskutiert, nicht der Bürgerkrieg am Donbass, und noch nicht die Probleme rund um die Expansion von der NATO, und noch viel andere Sachen nicht. Den Diplomat aber als an der historischer Wohlrecht verwurzelt, dann muss nur Objektivität sichern. Sein wichtigste und vornehmste Aufgabe ist die für am Dienst von den Menschen immer den Frieden zu sichern und zu sichern. Dafür sicht hier noch den Ausgleich von Interessen an hin entwickelt Perspektiven. Dafür gowe da war Herr Asselborn signaliert keng. Wir 100 Minuten Requisitar hören an 0 Minuten über die zukünftige Friedensordnung an Europa. Wir 100 Argumente für Krieg und Konflikt hören, aber kein für den Frieden. Das war enttäuschend. Es war heute an gestern als von allem auch geschwärzt gehen über die Unmöglichkeit, wie man so für einen Blick Friedensverhandlungen zu feiern. Aber ich muss sagen, die Leute, die das halt argumentiert tun, die sich schon von der Geschichte überholt. Wir haben gesehen an Amerika einen Brief von 30 Deputierten von der Demokratischen Partei, die sich für Friedensverhandlungen ausgeschwert haben. Sie haben den Brief zurückgezogen. Mit diesem Weekend hat die Administration Biden, der Washington Post, noch den Herrn Zelensky invitiert, für sich offen für Verhandlungen zu weisen. Dafür brauche ich also nicht an einen Konservativlehrer oder sonst inzwischen gucken zu gehen. Ich brauche schon die Demokratische Partei an Amerika zu gucken, an die Administration Biden selber. Denn Herr Macron hat für uns 2 Tage in Ägypten einen Aufruf gemacht, il faut retourner à la table des négociations. Und just den Moment abgelöst und gesagt, dass Herr Zelensky für den zu bestimmen. Aber wir wissen alle gut, Herr Bannen, die mal ein bisschen Politik kennen, dass Herr Zelensky, der so aufhängig ist von anderen Staaten, schon wird gesagt kriegen, wie nie hier soll mengen, dass ein Blick kommen ist für Friedensverhandlungen. Wir haben hier ein Requisitar von unseren Kollegen von der CSV, die gesagt hat, das oder die Konservativparteien sind auf einer anderen Schiene wie die DDR. Das ist ganz richtig. Das ist ganz richtig. Wir haben an der Familie von unseren Parteien uns da unterschiedliche Meinungen an dieser Frage, auch an anderen, wie vieles mehr verbindet uns. Ich will aber den Kollegen von der CSV etwas nicht sagen. Sie haben den C am Namen. Aber bis nicht darauf verzichtet, ob schon Diskussionen gibt, ob es nicht ein C soll Zentrum heschen oder so etwas, wird alles so an der Geschichte von der CSV und Diskussionen gefeiert gouf. Aber ich will Ihnen sagen, für die an der CSV nach irgendwie Bezug zum C christlich haben, dass der Papst Franziskus genau die Position vertritt, die auch mir als ADR voll vertreten, nämlich den Aufruf zum Frieden und zum Ausgeglichenheit. Und genau dafür will ich an andere sagen, dass mir als ADR also vornehmsten Auftrag daran gesehen, für weiter für den Frieden zu plädieren. Und ich will all denen sagen, die das nicht machen, wie katastrophal doch die Bilanz von ihrer Politik ist. Guckt euch doch an. Guckt euch doch an, die alle gut, die Bannen los so dafür geschwert haben, Herr Roth wird eigentlich froh. Ob die nicht mal an der DP wird? Doch. Für viele Jahre, was ist ein Zusammenhang, Herr Roth? Was ist ein Zusammenhang? Gut. Also, ich will probieren, auf dem Niveau von einer Diskussion zurückzukommen, die den verdient, Herr Roth. Ich will ganz klar so, guck dich mal an, die alle gut, die Friedensverhandlungen eigentlich zurücksetzen, ob irgendwie nie, wird doch das Resultat aus von der Politik, die bislang gefeiert wird. Nun im Februar hat man die Chance, für den Angriff, die wir alle verurteilen, das ist ganz klar, für Friedensverhandlungen zu feiern, und die hatten noch angefangen. Aber wenn die Presseeko stimmen, wir sind auch nicht am Geheimnis, mir wird überall gesagt wird, da waren Leute wie Herr Johnson und andere, die haben zum Herrn Zelensky den Blick gesagt, sie sollen nicht verhandeln. Hinter hier sind Zehntausende von Leuten gestorben. Hinter hier hat die Ukraine einen großen Teil von ihrem Territorium verloren. Hinter hier ist das Land ökonomisch zerstört gehen. Das ist doch keine Politik, wo ich kann sagen, die ist so gut, dass man so will Führung feiern. Es muss doch als gemeinsame Verpflichtung sein, wie zu gucken, dass wir Frieden herstellen, reparieren, was zu reparieren ist, an eine neue Basis finden, für dem Land auch eine Chance an Zukunft zu gehen. Dafür kann man nicht nur vollziehen. Mit allem guten Willen. Das hat einfach Schwarz-Weiß-Malerei gemerkt. Das gesagt
geht, wir müssen unbedingt durch den Krieg führen, mir zu welchem Preis. Als das dann nicht eine Politik auf Käste, wo den Ukrainer schlussendlich, als soll man dann nicht echt die Leute encouragieren und sie dabei unterstützen, für Lesungen zu finden, die eine Zukunft in die Gegend bringen und da man da auch viel Not endlich aufwanden. Die kritisiert uns, weil wir gegen Waffenlieferungen sind. Wir können das lange erklären, ja, das ist richtig, das verlängert den Konflikt. Wir wollen sie als Friedensverhandlungen ablesen, dass sie nicht mal so, wenn wir keine Waffenlieferungen machen, da gehen wir die Ukraine ausliefern. Nein, wir wollen sie auf Friedensverhandlungen unterstützen, an einen neuen Umfang ermöglichen. Wir kritisieren da uns, die von Anfang an, vom ersten Tag an, eine Position vertreten und die kohärent, auf friedensorientiert ist, und nicht die, die am Wahlkampf gesucht und am Wahlversprechen gemacht haben, sie gehen nie Waffen liefern, dann haut für 72 Millionen Euro Waffe schon geliefert haben. Die haben ihr Wort gebracht, wir als RDR haben einen konsequenten Linie von Anfang an gefeiert. Und hätten wir das gemerkt, was wir gesucht haben, wäre dem Land an ganz vielen anderen Regionen in Europa viel Misere erspart geblieben. Am Platz, als verkot für Krieg abzutreten, hat als Minister vielleicht sollen. Ich will auch an dem Sinne, ich habe dann global gesagt, wir haben selbstverständlich eine Motion vorbereitet, die können all darüber aufstimmen, wo wir frohen, dass die Regierung soll bei den höchsten Autoritäten von der Russischen Föderation an der Ukraine intervenieren, für das sie so sehr wie möglich einen Waffenstillstand deklarieren und Friedensverhandlungen antreten. Merci. Ja, wir hätten uns gewünscht, dass die Regierung die letzten 8 Jahre, wo wir gesehen haben, dass die Situation in der Ukraine progressiv sich deterioriert hat, dass sie sich angesagt hat, für die Minsker Akkorden umzusetzen, für das auch Außenminister am Normandie-Format interveniert hat bei Deutschland und Frankreich, dass sich mehr seriös mit der Situation befasst wird, dass man nicht einfach nur geguckt hat, und uns desinteressiert hat über die Deterioration an der Ostukraine. Wir hatten hier ein paar Mal darüber geschwärzt. Wir hatten die Situation evokiert, wo wir über die Assoziationsaufkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union geschwärzt haben. Es ist nicht so, dass man nicht gewusst hätte, dass der Konflikt war. Mit der Regierung hat sich nicht engagiert. Aber wenn der Asselborn haut sieht, wir müssen hier etwas machen und so weiter, dann ist aber als Antwort auch von den dann der historischen Pflicht, dass wir die letzten 8 Jahre dann nicht gemerkt, wo man noch die Chance gehabt hätten, mit anderen zu summen, für den Konflikt aufzuwenden. Wie vielleicht steht sie unterstützen, ob die Geschoss gibt an der Ukraine, weil sie einen anderen Spruch schwätzen. Auch das ist ein Teil von der historischen Wahrheit. Aber wenn heute gesagt wird, an der Ukraine gewährt der verdedigt, dass sie noch Eis. Ich zweifle darunter. Aber was dafür werde ich darunter zweifeln? Aber weil wir die Menschenrechtsrapporte aus der Ukraine genau kennen und über die letzten Jahre genau gelesen, guck dich an, was Herr Poroschenko gemacht hat. Wie die internationalen Rapporten darüber wären. Guck dich Korruptionen, wie Herr Zelensky noch für kurzem an den Pandora Papers war. Guck dich Situationen von der Opposition an der Ukraine, Chauffeurumkrieg, allo nach mich schlimm, wo Großparteien einfach verboten sind. Guck dich die Medienfreiheit an der Ukraine, der ist praktisch inexistent. Leute gehen da gefoltert. Ich will nicht heute den Prozess von der Ukraine machen, an dem Sinn, dass ich so ein gerechtfertigt gewesen, das Land zu überfallen. Das wäre sicher nicht. Ich will aber der Rhetorik, die hier gemerkt hat, als wäre das der Feuer von der Demokratie, aber der Freiheit in Europa, den Eiswerter verdedigt, will ich aber wenigstens so guck dich das mal an, das Eisaufgabe gegenüber der Ukraine, gegenüber anderen Ländern so aufzutreten, so man respektiert die Menschenrechte, respektiert Freiheit auch bei ihr. Es ist nicht so, dass du Eiswerter verdedigt gehen. Es ist leider nicht so, muss ich sagen. Wir gingen uns auch eine demokratische, freie Ukraine wünschen. Wir haben die Sanktionen, die hier so gelöst gehen, ja, natürlich schulden sie Russland. Das stellt kein Mensch froh. Das ist ein Problem, technologisch und auf viele andere Manieren. Mir erstens dauert das ganz lang, wenn die überhaupt wirkt, weil, wenn man die Bilder guckt von einer Sanktionspolitik auf der Welt, dann haben die praktisch nie gewirkt. In Iran, über den man noch schwätzen hat, den ist sanktioniert. Viele andere Länder sind sanktioniert gehen. Es wird nicht gebraucht. Das einzige Beispiel an der Literatur, wo immer gesagt wird, es wird etwas gebraucht, das war Südafrika.
mit der Apartheid. Und es hat so gewirkt, weil die ganze Welt hat die Sanktionen mitgedroht. Und die Apartheid war aus Südafrika schon kontestiert. Das war schon intern fragilisiert. Und dann hat es gewirkt. Aber so hat es nie gewirkt. Und wir mussten uns das da mal gucken. Das heißt, wir holen eine Maßnahme, von der wir eigentlich wissen müssten, gegenüber dem größten Land von der Welt, mit den meisten Ressourcen auf der Welt, dass sie nicht können wirken, wird auch noch ganz viele andere Länder rundherum, die ihnen Hilfe werden, für die Sanktionen zu umgehen. Wir wissen, dass also ihr Ziel nicht werden erreichen, aber sie schulden Eis. Sie schulden Eiserpopulation. Sie bringen Inflation an einem hohen Maß. Sie feiern dazu, dass dann Eiseländer heute zu Lützeburg Leute an Energienot kommen, und dass sie finanziell, materiell, ökonomisch Probleme haben. Für eine Politik, von der wir wissen, dass sie die Ziele nicht kann erreichen, die sie sich fixieren. Ist das sinnvoll? Die alle gut verdedigt Sanktionen erlaubt es der ADR, doch die vorzustellen, ob das eine sinnvolle Politik ist. Wie wird soll man Eisleiter leiden lassen, für etwas, was den Effekt nicht erreicht? Wie wird soll man überhaupt etwas feiern, wo es doch besser wäre, zu probieren, einen Frieden herzustellen, wie wir proposieren, immer proposieren, am Platz Krieg führen zu feiern, den Leid an Not an Europa bringt. Wir haben eine andere Politik, wir schummen uns nicht dafür, wenn wir so, wir stehen einfach, die steht auf der richtigen Seite von der Geschichte, ich bezweifle das, wir stehen auf der richtigen Seite von der Menschlichkeit, und das ist Beiwert. Wir haben heute Zeit lebt, dafür lassen mich ein paar Worte sagen. Wir sind nicht auf der Seite vom Herrn Asselborn seiner Politik auf viele Punkte. Der Herr Asselborn weiß, dass wir hatten DAX Gelegenheit, mit denen zu diskutieren. Aber am Nahen Osten, Herr Asselborn, will ich ganz klar sagen, dass wir die Diabolisierung von Israel nicht mehr drohen. Und Lützeburger auch nicht. Die meisten Lützeburger wünschen sich doch nicht ernst für einen gerechten Frieden, wo sowohl Israel wie auch den zukünftigen palästinensischen Staaten mit denen leben, an einer gegenseitiger Unerkennung vom Existenzrecht. Also solange wir das nicht tun, die Unerkennung vom Existenzrecht, kann es den Frieden nicht gehen. Merken dann nicht mit die einseitige Analyse. Wir müssen gegenüber den zwei Seiten, auch da in der Verkurt vom Frieden sehen, auch gegenüber den Palästinenser an ihren auch mehr radikalen Elementen, weil das ist der einzige Weg, wo wir aus der Situation rauskommen. Mit der UNO, wisst ihr, die schwätzt von feministischer Außenpolitik. Ich will etwas sagen. Wir hatten nicht gefragt, weil das ist aber immer an der Diskussion in der Diplomaten, ob Lützeburg doch nicht mitgestimmt wird, wie das den Iran kann Member gehen an der UNO-Kommission für Frauenrechte. Weil das wird geschwert. Am Juni steht an einer Question parlamentär gesagt, dann hat dir die Decision nämlich geholt, Herr Minister. Und das gesagt, kann ich nicht so, nicht für ein geheimen Wahl, ich kann das nicht konfirmieren, nicht dementieren. Mit der so, da ist aber wo den Iran soll rausfliehen aus derselben Kommission für Frauenrechte, ob dir das dann unterstützt. Weil du hören wir, dass die paar Länder das unterstützen. Wir unterstützen Lützeburg, dass den Iran ausgeschlossen wird aus der UNO-Kommission für Frauenrechte. Weil wir wären du dafür als ADR. Wir wären du dafür. Wir haben noch, wisst ihr, und das ist auch ein wichtiger Punkt, eine ganz andere Position für dich an der Migrationspolitik. Nicht am Asyl. Aber ein Asyl als etwas, was wirklich eine Errungenschaft ist, eine menschliche Errungenschaft, die wir alle gut akzeptieren. Ein Mensch, der verfolgt wird, der soll keinen Schutz finden. Aber nicht, was wir nie akzeptiert und sind 2015, als eine unkontrollierte ökonomische Massenimmigration in Europa, die eben illegal ist. Das haben wir nie akzeptiert. Und wir wollen noch keine anderen Lesungen, keine Automatismen in Europa. Wir wollen das nicht mehr akzeptieren, das nicht, wir werden nicht bekämpfen, wir wollen die Leute zurückschicken, die kein Recht auf Asyl haben oder das Recht nicht mehr brauchen. Da haben wir eine fundamental andere Meinung. Aber wir konstatieren, Herr Asselborn, dass das immer mehr Länder in Europa das mitmachen. Am Anfang hat vielleicht nach 18, 20 Länder, am Blick oder eine Handvoll Fleisch nach, die das machen. Die sind geschwind eine Länge richtig in Europa, aber wenn das ist, da sollen sich doch vorstellen, ob das aus die anderen Länder an der Immigrationspolitik, die setzen Kriterien, die so wie bei uns Racken, die muss ein gewisses Qualifikationsniveau haben, die muss sich können integrieren, die muss einen Spruch lehren, die muss heim, muss sich beholen, muss Gesetze respektieren. Was wir machen, als wir holen jeder ran, und wir bauen Foyer nur anderen, wie immer mehr Leute abzuholen. Wir als Aufnahmekapazitäten, ja, direkt, ich meine, der Satz fertig, sondern ganz gerne, nicht mehr froh, wenn ich kann am ersten Grund diskutieren. Als Aufnahmekapazitäten, Herr Asselborn, sind übervoll. Als Integrationsmöglichkeiten sind
iwwer Schad gehen, wir packen das do nicht mehr. Und nun antworten ich ganz gerne ob froh oder Kommentar von der Inhalt. Nee, Herr Kartase, stelle ich die präzis froh. Letztes Jahr am August 21. Wisst ihr gerade so gut wie ich, was geschieht aus dem Afghanistan? Als letztes Land war 12 Leute, die dem Tod an Tag gucken, was nicht aus dem Land rauskommen, zu helfen, für sie bei euch zu kriegen, an nicht Konditionen zu stellen, mit eine Chance zu geben, für ein neues Leben anzufangen. Echt froh. Zweit froh. Was hätte ich da sollen anders machen, was hat die Regierung sollen anders machen, was die Leute, die aus der Ukraine an die Europäische Union gekommen sind. Es waren 9 Millionen in gewissen Moment. Wir haben zu Brüssel 7 Stunden diskutiert, da wissen wir, das Fond mit der Protektion temporaire, an letzte Beschützung Tieren abgemacht, wie viele Länder in Europa, die aber nicht die Tieren abmachen, wenn es um Migranten geht, die aus Syrien kommen oder die aus Afghanistan kommen. Und da ist das Problem an der Europäischen Union. Sollte man nicht für die Länder, ich kenne die Länder. Ich kenne sie. Und ich werde mir wissen, was ein von den Ländern war, die am meisten gehindert haben, dass man Solidarität kriegt. Gut. Ich antworte nicht. Vielen Dank, Merci, Asselborn. Du hast ganz recht, weil es schon ein ganz wichtiger Punkt verloren. Wir wären als ADR wahrscheinlich zeitlich, wenn ich die Reden vom 24. Februar oder 25. Februar rekapitulieren, die in der Chambre gehalten haben, die erste Partei, die gesagt hat, wir müssen die Ukraine abholen, ohne irgendwelche Restriktionen. Da sind wir ihrer Meinung. Wir haben einen bewaffneten Konflikt an Europa, in Europäische Region, und das ist überhaupt kein Zweifel. Von unserer Seite nicht, und ich bin froh, auch von ihrer Seite nicht, dass das Tieren für die Leute aus der Ukraine groß absehen. An der Ukraine, an einem bewaffneten Konflikt, an Afghanistan oder Syrien. Ja, ich verstehe, dass gespannt sind, ob mein Antwort, Herr Minister, aber da gibt mir eine Chance, aber darüber zu schwätzen. Ja, natürlich merken ich einen Unterschied, und zwar auf vielerlei Hinsicht. Das ist, dass die Regionen, dass wir erstens als Europa nicht wieder können abholen, das heißt, wir brauchen eine Politik, die nicht nur emotional argumentiert, als wie das, was ihr probiert, aber wir müssen noch rational gucken, was können wir machen und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen Solidarität auch von den nordischen Regionen gucken, zum Beispiel aus Syrien oder in anderen arabischen Staaten, wo wir das Problem hatten, für wertvolle Länder wie Saudi-Arabien oder so, nicht Leute ab von ihrer eigenen Spruch, von ihrem kulturellen Hintergrund, von ihrer Religion, für wer sollen die an Europa kommen? Ich meine, das ist auch eine Sache für Politik, für die Länder an den Regionen dann zu sensibilisieren. Eine dritte Sache ist, wir müssen ganz kritisch gucken, was der Asylgründe sind, ich merke einen gewissen Unruhe, ich verstehe es nicht viel wert, aber ich meine, das Argument ist ganz klar, Solidarität von den nordischen Regionen. Eine dritte Sache. Wir müssen immer ganz genau analysieren, mit welchen Ursachen wir Leute abholen. Wir haben zum Beispiel an Eritrea, ich weiß, dass da ganz großzügig sieht, mit den Eritreer, die desertieren. Mehr am internationalen Recht als Desertion kein Grund für Asyl. Das muss ich einfach immer sagen. Das heißt, wenn wir von Asyl schwätzen, berufen wir uns auf die Asylrechtskonvention von 1951 primordial. Das ist das erste, die erste Referenz, da gibt es noch andere Rechtsinstrumente, die ich gucken kann. Mit dem Sinn vom Asyl, also nicht die nationale Legislation am Sinn von der nationaler Sicherheit nicht zu respektieren, das ist nicht am internationalen Asylrecht. Gelieft? Haben wir da doch mal die Menschen aus der Ukraine, die fortgelaufen sind. Da muss ich mit der ukrainischen Regierung gucken, ob die Männer von 18 bis 60 Jahren abholen. Ja, das ist eine Regierungsdecision, aber so nicht just wie am internationalen Recht ausgesagt. Ja, ich wollte noch weiter mit den Einzelfällen schwätzen, mit Afghanistan. Afghanistan, wisst ihr, wir haben die Bilder alle gut in Erinnerung, das war ein katastrophalen Eschec. Ein katastrophalen Eschec vom Westen. Wir haben die Bilder gesehen, wie da Leute Flughafen und so weiter gelaufen sind. Aber auch da muss ich so selbstverständlich, die Leute, die für Lützeburg geschafft haben oder die Lehrer mit Lützeburg haben, müssen wir abholen, selbstverständlich. Ich meine, das steht schon gar nicht zur Debatte. Mir wird aber wichtig als politisch, am Kontext Afghanistan zu betonen. Das ist, dass wir auch dort sind der Jahre wussten, dass das Position nicht zu halten ist. Wie das wir hier an der Außenpolitischen, an der Verteidigungskommission gesagt, was ist denn das Konzept für Afghanistan? Und da sind wir gesagt, ja, wir bleiben da, und wir verlieren als Truppen auf die und die Platz, oder wir machen so und so viel, und schlussendlich wurde es ein Fiasko. Und das ist das, wenn es an eine Krise rangeht, ohne Konzept oder ohne zeitlichen Horizont, das ist auch ein bisschen das, was an der Ukraine kann geschehen, dass das schlussendlich ein Platz
eine sehr Lesung zu sichern oder eine negoziierte Lesung, dass schlussendlich der Fiasko dabei rauskommt. Das sind just 4 Elemente auf einer Antwort, die mehr lang ging dauern und mehr komplex aus. Aber ich will etwas nach einer Person, Herr Minister, was das humanitär angeht, da sind wir einer Meinung. Aber wir machen eine Rationalpolitik basiert auf das internationale Recht, wo wir als eigene Kapazitäten nicht überzeugen, aber wo wir eine Solidarität leben, die wir auch verteidigen und die nicht rein emotional argumentiert wird. Gut, ich komme zurück vielleicht an das, wie werde ich heißen, wir ein bisschen mehr über Außenpolitik zu schwätzen. Wir wollen vielleicht einen Blick mal werfen, ob das, was wir den Bilan von dem Krieg, den wir am Blick können, gucken, wie dann die Europäische Union an dem Konflikt steht. Wir wissen, dass die Amerikaner gewonnen haben, wir wissen noch, dass die Chinesen gewonnen haben, aber weil wir hier, wo China, die Time ist schon so lange, ja, spät, ja. Voilà. Also wir haben eben auch die Situation mit China. Und auch da haben wir heute hören, dass viele Leute so, und das ist auch ein bisschen die Logik an der Europäischen Union, wie China als ein Rival zu sehen mit einer man ein bisschen Feindschaft daran. Das ist nicht der Weg. Wir müssen China, das ist ein konkurrenziell Supermarkt, wir müssen China respektieren und auch mit China partnerschaftlich zusammen schaffen. Auch hier gilt, dass Kooperation besser wie Konfrontation ist. Und auch das ist im Interesse von der Sicherheitspolitik von Taiwan, die man nie davon aus verlassen. Wir sollten dafür antreten, dass Taiwan an internationalen Organisationen kann auf Expertsniveau zum Beispiel oder auch auf anderen Niveaus auftreten, weil dadurch geht China nicht mehr arm, es geht auch nicht enteiert. Die Welt geht mehr reich aus chinesischem Wissen, aus chinesischer Erfahrung, aus chinesischer Expertise. Aber wir sollten das machen, auch zwischen Taipei und Peking, für zu gucken, dass auch dort der Konflikt sich kann, ob ein friedlicher Manier löserlos ablesen. Und das ist eine rollende Außenpolitik, für konstruktiv anzuwirken, für dass sich die Situation, die konfliktuell sie können beruhigen und nicht das Konträr. Mit der Europäischen Union wird das dann davon zu erhalten. Für ein paar Jahre, für ein paar Monate, haben wir nachher, die Europäische Union soll eine strategische Autonomie entwickeln. Wird das dann davon recht bleiben? Es ist doch so. Lass mal doch realistisch sehen, dass wir just nicht mehr nach das machen, was als amerikanische Partner von uns verlangen. Wo ist die strategische Autonomie? Wie kann man die artikulieren? Wie kann man sie überhaupt formulieren, definieren? Wie kann man sie durchsetzen? Als Interessen als Europäer sind nicht dieselben, nicht immer dieselben, nicht deckungsgleich dieselben wie die Interessen von den amerikanischen Partnern. Da muss man doch einen Unterschied machen, aber die Chancen davon, die haben wir am Blick auf jeden Fall verspielt. Auch an der NATO haben wir gesehen, dass just eng Politik sich durchsetzt, direkt ohne Problem die amerikanische Linie. Aber das ist nicht deckungsgleich unser Interesse. Wir teilen diesen Kontinent mit den Russen auch noch an 10 Jahren, auch an 20 Jahren, auch an 30 Jahren. Den General de Gaulle hat ja gesagt, l'Europe de l'Atlantique à l'oral, das bleibt. Das bleibt. Aber wir müssen gucken, dass wir können auch mit Russland eine neue Relation aufbauen, weil dann unserem langfristigen Interesse ist. Auch nicht an unserem langfristigen Interesse leid nicht, dass wir von amerikanischem Frackinggas aufhängig sind oder mit Aserbaidschan müssen Geschäfte machen. Der Herr Minister hat gestern gesagt, wir sollen keine Geschäfte machen mit Ländern, die Menschenrechte nicht respektieren. Mit das ist doch genau das, was wir machen. Da haben wir Russland gemeint, und die geht dann in Aserbaidschan oder an anderen Ländern Gas erkaufen, die Menschenrechte nicht respektieren, nach Krischer aufhängen. Wo ist da Logik? Wir müssen, wenn wir wollen, Europäer sind, und wir als der sind Europäer, überzeugten Europäer, just mit engem Unterschied, oh ja, da kommt mir schwätzen Innerblick über Europa. Schwätzen wir Innerblick über Europa. Wir haben heute den Herr Asselborn, auch den Herr Wieseler, haben an ihre Rede gesagt, wir sollen Treaty nicht abmachen, wir sollen kein Konvent machen, weil politisch nicht passt. Herr Asselborn hat erklärt, dass die Parteien in Europa wären, da ging wahrscheinlich nicht das Resultat rauskommen, was ihnen sich wünscht. Mit Demokratie besteht daran, dass den auch mit anderen Leuten kann schwätzen und muss einen Interessenausgleich finden, die eine andere Meinung vertreten. Wir haben keine Angst für einen Konvent, für Treaty neu zu definieren. Wir sind bereit zu verhandeln und zu gucken, dass wir in Europa rauskriegen, indem wir letztere Interessen
gewährt sind an Europa insgesamt mich stärket an de beste Modell dafür als in Europa von den Nationen. Mir fährt noch nicht wie einer Redner bannen, dat Resultat auf einem Konvent gegen einem Referendum vier gelöscht gehen. Mir wäre froh darüber, weil all die sich schon Demokraten nennen, sollen nach vier Referendum sehen. Und geht nicht an Europa, das kritisieren, weil der hier am Land der Leute versprochen hat und nicht gehalten hat. Herr Karteister, aber dann weiß du eng froh ganz gern. Herr Karteister eng präzis froh. Die huet lo fir Druck gesot, die wird Europäer. Ja. Du schwst ja vun Europa vun den Nationen ja. Kann diskutieren. Van Dir lo hai hart a fest so, die wird Europäer. Können Dir mir dann erklären, fir wer Di ich Mordikus dagegen gewirrt huet, dass Europa an die echt Artikel vun eiser Verfassung geschrieben gin hast? Können die mir denn, ich weiß nicht mit dem Artikel, könnte man das dort zitieren? Man dann Nee, das ist ein froh, was da... Dann Migration Europäen haben wir mit ganzem Konsens von der ganzen, nicht nur der Verfassungskommission, mit von den meisten Leuten hier im Saal, offiziell ja. an Verfassungen, an die hat ich Mordikus dagegen gewählt. Ja, ich hatte auch ein Argument. Und ich meine, ich finde natürlich, da ist die Froh, da ist die Froh, da kommt Kinder Bemolin und da sieht was ist den 2. Juni 2004, morgen so mehr Dauer gemerkt, da weiß ich auch nicht direkt. Nee, ich weiß aber nur ungefähr, was den Artikel war. Schon aber nicht viel Leute, das sind also physisch an der Formulierung, ich will nicht in der Richtung, aber einfach, das werde ich mich erinnern. Wir hatten einen Artikel an der neuen Verfassung, da stand dran, dass wir Member an der Europäischen Union sind und so weiter. Und das Argument, was mir braucht tun, dass wir, wenn wir aufhängen, einzelne internationale Institutionen abzuzählen, dass es da ganz schwer ist, wie den Unterschied zu machen. Wir werden nicht an der NATO, wir werden nicht an der UEBL und so weiter und so fort. Und dafür haben wir gesagt, dass das besser. Das ist besser, das wegzulassen, weil sonst, wenn ihr Schwamm möcht, dann ist das immer ein Problem, weil der Privilegierten die eng internationale Organisation gegenüber den anderen. Das war aber nicht eher ein Narrativ, was der ich weiß, wie gesagt, wir können Protokolle nur lesen, aber wie gesagt, das ist eng froh, mit das ist ungefähr das, was ich mich erinnern. Gut. Herr Karteiser, ja. Ich muss noch gleich zu ankommen. Ja, schon zwar eine lange Intervention über den Asselborn, aber dann dabei gesagt, da lust mich vielleicht. Ich hatte das ganz am Betrug gezogen. Oder das ist ganz fein, wenn ihr Herr Präsident. Das ist fein. Ich wollte aber vielleicht nach, wenn ich nach 1 Minute kann, vielleicht just nach über die Sanktionen schwätzen und die Auswirkungen auf den Finanzplatz Lützeburg, und weil das etwas, was uns gestern einfach frappiert hat, und ich meine, was für uns von großer ökonomischer Wichtigkeit ist. Der Herr Minister Asselborn hat gestern gesagt, dass an der Europäischen Union eng 17 Milliarden Euro äquivalent russisch Kapital angefroren gesi, wenn ich mich richtig erinnere, davon noch 5,5 Milliarden zu Lützeburg. Das ist mehr wie Feierel, das ist weit mehr wie Feierel. Lützeburg ist nicht die größte Finanzplatz an der Europäischen Union, wie Paris, Frankfurt, Dublin, mit anderer. Und da stellt sich aber Fragen. Was machen dann die anderen Länder an dem Kontext von den Sanktionen mehr? Und dass Holland 91 Ausnahmen gemacht hat, ich weiß nicht, ob das stimmt, genau, oder wer auch immer. Wir sind mir nicht die an der europäischen Sanktionen, die schlussendlich allein die Sanktionen umsetzen und all die anderen Aménagements holen. Das wäre doch ein Sujet, dem sich die Lützeburgische Regierung genau konsakrieren, weil wir ja aber auch gegen die anderen ökonomisch Interessen, aber an andere das nicht respektieren, Mensch, sollte man uns aber vorstellen. Ich mache vielleicht eine Konklusion, Herr Präsident, weil wir sind... Eine halbe Minute. Wir sind schrecklich angegriffen gegen verschiedene Redner, wenn's als Engagement für den Frieden. Und ich so nicht, liebe Kollegen, ich so nicht, dat nicht als méi houfrech mcht als ADR, wie dat man ugegraf gewinn seg Engagement fir de Frieden. Ich so nicht mehr.